Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @TheYiddishVoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo ihr Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Shalom Aleichem, die Zuhörer in der Heim. Und Shalom Aleichem, Meeren und Shevan. Es ist von mir am Achaie in der Covid zu treffen sich mit euch beiden. Euch nicht persönlich, heute auf Zoom. Wir wollen heute durchreden wegen Shevas neueste Projekt, was heißt die Goldene Pave, das Kohl von dem jüdischen Schreiber. Ich meine, als eine Sache von unseren Zuhörern kennen Shevan schon von, also seine Lehrer zu Studenten. Und Sheva hat herausgegeben in die letzten 30 Jahren etliche Lernbücher, eine Einführung in der jiddischen Grammatik und Sprache und in der Einführung der Literatur und der Kultur. Und ich meine, die Bücher hat man genutzt über ganz Amerika. Und ich allein als Lehrerin habe die Bücher genutzt mit Hunderten Studenten über die letzten 25 Jahre. Und heute wir kennen Shevan von die Lernbücher, kennen wir sie von seiner Redaktorin von dem jüdischen Journal, die auf dem Schwell. Und was so ist gewesen Redaktorin, schöne 15 Jahre. Und es hat übergegeben nur letztens in 2020. Und soll die neue Redaktorin Miriam Trin haben Hatzlache, die Sheva hat gehabt, in Verbessern, in Vergrößern, in Verschönern, dem Journal. Und in ihrer freien Zeit macht Sheva, ist sie eine Lehrerin in Jivo und bei der New Yorker Arbeiterin. Meine ich, das Sache von die unsere Zuhörer kennen sie. So jetzt lassen wir sich nehmen zu der heutigen Thema, was ist die neue schöpferische Arbeit der Projekt Die Goldene Pave, was ist ein zweisprachige Bücher mit Poesie und Prose von den wichtigsten und besten Schreiber in der Keuledicker jüdischen Literatur. Kannst du geben, die Zuhörer uns alle zu verstehen, von wann kommt der Name von dem Projekt Die Goldene Pave und was bedeutet das? Gut, danke, Lea.
Nu, versteht sich, als ich habe nicht ausgetragen im Namen. Das ist schon ein sehr wichtiger Name in der jüdischen Literatur. Keiner weiß nicht, Punkt von wann es nimmt sich, aber es sind da verschiedene Histories, ja. A Pave ist ein Vogel und sehr schöner Vogel. Und in der Sachkulturen seinen Vögel als solche verkischefte Beschäftigten, was haben zu tun, sei mit dem Himmel und sei da mit uns auf der Erde, solche Vermittlers, Mediators. A goldene Pave, habe ich gehört, wie Professor Dovnoy hat einmal gesagt auf Alexia, darf sein a Phoenix, a Phoenix. Is just meant, sie ist a Chaie, was beneit oder ein Vogel, was beneit sich ständig. Es starbt keinmal nicht oder ob es starbt, wird es wiedergeboren. Ist das also ein Symbol von wiedergeboren werden. Itzig Manger, was hat geschrieben, Pave-Lieder, hat euch geschrieben in einem Essay wegen der goldenen Pave und lassen wir lernen ein bisschen von dem. Sagt, die goldene Pave ist ein seltener Vogel. Ihr kennt euch vor einer Welt und ihr werdet sie nicht begegnen. Ihr werdet sie erst antreffen, wenn ihr wird sich bekennen mit dem jüdischen Volkslied. Dort ist sie geboren geworden. Versteht sich, es ist voran an Emesse Pave, an Emesse, an Erdische. Die dosige Pave hat aber gar nichts zu tun mit dem goldenen Vogel von dem Volkslied. Die Emesse Pave hat tage farbige Federn. Als sie zerspreit ihr farbigen Eck, ist tage da was zu sehen, aber am Make kann sie fliehen. Die goldene Pave von dem Volkslied ist sozusagen ein mythologischer Vogel. Punkt wie sie ist Pegasus, das beflügelte Pferd, ein mythologischer Pferd. Es existiert nicht in der Wirklichkeit, nur in Dimien, ein poetischer Symbol. Ist Leonard Wolf, der Übersetzer, jüdische Übersetzer, Oliver Sholem hat einmal gesagt auf Englisch, leave it to the Jews to choose as a symbol of their poetry a bird that can neither sing nor fly. Ja, nur bei Jeden kann sein ein Symbol von Poesie, ein Vogel, was kann ich singen und kann ich fliehen. Aber wie Manger sagt, es ist ein Symbol und wir nehmen das an für der Schönheit, für dem, was es lebt allemal wieder auf. Und euch, ein Pave hat sehr schöne Federn. Man schreibt mit der Feder, ja, ist das verbindet, das Lied mit dem Schreiben. Ja, ich meine, das ist genug, oder mehr wie genug. Mir hat gefallen, es ist wie ein Phoenix. Wenn sie stirbt, kommt es zurück zusammen. Und das sagt man, das ist das jüdische Volk. Es ist ein Wunder, was wir sehen noch da. Ja. Und ich meine, der Symbol hat sich verstärkt, der Riker in Amerika, weil man hat gemeint, als dort wird Jiddisch sterben, aber das ist nicht geschehen. Ja, es hat sich wieder zerblieben, lass mich sagen. Ja. Ja, ich danke den Lehrern und den Schreibern. Ja, ich weiß, als mit 15, 20 Jahren zurück hast du herausgegeben ein Kompaktel, was hat euch geheißen, die Goldene Pave. Kannst du uns erklären, wie der heutige Projekt ist anders von was du hast zuerst herausgegeben und für was hast du es jetzt gemacht? Also? Gut. Es ist schon 20 Jahre, ich schäme sich zu sagen. Koidem Kol ist die alte Pave gewesen im Ganzen auf Jiddisch. Und das hat reingenommen 10 Schreibers. Da haben wir 12 Schreibers, 3 seien neue, das heißt, seien nicht gewesen auf dem ersten Kompaktel. Und die 3 neue seien Manger, Rachel Korn und Eliezer Wiesel, Eli Wiesel, wie wir kennen. Und ich habe abgenommen ein Schreiber, Jente Masch, nicht, weil es mir nicht gefallen ist, es ist eine längere Sache, ich habe nicht gewollt haben, so viel Englisch auf dem. Ist da 3 neue Schreiber und versteht sich, der Hauptbyte ist das, was wir haben da Englisch auf dem.
Und ich habe gemeint, ich habe gehofft, als mit haben Englisch wird man können zuziehen neue Liebhabers von der jüdischen Literatur. Also das haben Englisch wird es machen mehr zuträglich für alle Menschen, das heißt für alle auf der Welt, was kennen Englisch. Und ich meine, es nimmt Chalila nicht da weg von dem Jiddisch. Und es sind da ein paar, viele mit die Schreiber, was wir haben, habe ich herausgenommen, da etwas reingegeben, etwas anderes. Ich wollte gesagt, es ist, ich weiß, 60% dasselbe und 40% anders. Ja, und mir hat sehr gefallen, was es zugegeben hat, Biografie zu die Schreiber ein bisschen zu erklären, wer sie sind. Das ist gar wichtig und gar schön gewesen zu lernen. Das geschriebene Wort, die Schriften, die Poesie gefällt man ganz gering. Aber von wann kommen die Rekordierungen? Was hast du gehabt? Ist es gewähne Sache und hast gehabt, von was zu bleiben? Ja, sie gewähne Sache und ich habe nicht angeheben zu der Griechen die Tiefkeiten von dem, was ist da auf der Welt und es ist allemal gewesen. Versteht sich, ob man kann heint gefunden, Katja Moladowski ist das schon gewesen, weil sie ist schon lange auf jener Welt. Aber ein paar Sachen. Ich meine, wenn ich habe angeheben mit dem Projekt, das heißt mit dem ersten, ist nicht gewesen, also gering zu gefunden, die Sachen. Man hat gedacht, gehen und sich durchschreiben mit Archiven. Heint kann man gefunden, Sachsachen auf der Internet. So danke. Spezieller Dank dem Bücherzentrum in Amherst und der Montrealer Jüdischer Bibliothek, was haben gestellt, eine Sache von den Sachen online. Das geht zurück zu der ersten Sache, was du aus der Mund hast, ist 20 Jahre sind die erste Pave ist herausgeflogen. Es hat Tage genommen so lang, weil sie gewinnt Zeit, wenn ich habe gedacht, darf man das schon nicht haben. Menschen können gefunden die Sachen auf der Internet. Ja, in die 20 Jahren inzwischen hat sich die Internet zerbliet, ja, und was kann man nicht gefunden. Aber danach habe ich sich berechnet und ich habe gedacht, es ist, ja, man kann gefunden, aber man darf Tage suchen und man kann das nicht gefunden mit dem Text, mit der Übersetzung und so weiter. Ist wie also habe ich gesucht. Ist Sachen sind also untergekommen. Ich habe gearbeitet jener Zeit für eine Arbeit wegen Celia Dropkin und ich habe sich verbunden mit ihrem Sohn John Dropkin, Oliver Sholem. Und hat mir gegeben dem Kassett von seinen Mammen, wie sie lernt die Lieder. Und das ist interessant. Hat gesagt, als sie hat es gemacht, in jener Zeiten, sie ist gestorben in 1951, darf man das verstehen, hat man gekannt, spazieren auf dem Boardwalk in Coney Island, New York, und reingehen in eine Budke und sich rekordieren. Ist sie reingegangen, weißt du, mit ein Bintel Lieder und sie hat vorgelehnt für sich und ist rausgekommen mit einer Kassette. Das ist, wie ich habe Celia Dropkin. Glattstein Ruven Fein, ein Glattstein-Übersetzer in der Bostoner Gegend, hat mir gegeben, eine Kassette, was hat gekriegt von Ruth Whitman, was sie ist eine frühere Übersetzerin. Die Schreiber, was haben gelebt, wenn ich habe angeheben, das ist Bela Schachter Gottesmann und Jechiel Schreimann, haben mir zugeschickt, die Sachen. Und andere Sachen habe ich gefunden, oder in Jivo, oder bei der Montrealer Bibliothek. Und ich habe gesucht, ich weiß bei ihm es nicht,
was seinen gewesen meine Kriterien. Nu versteht sich, ich habe gewusst, dass Shalom Aleichem existiert. Ist wie kann man das dann nicht haben, Shalom Aleichem. Ich habe nicht reingenommen bei Sheves, ich habe Rekordierungen. Efter habe ich nicht gewollt anheben mit seiner State. Ich bin nicht sicher, für was figuriert nicht da. Ja, ist also zu bisschen. Und versteht sich, es ist da, wenn ich wollte es heimgemacht, wollte ich öfter reingenommen ein paar andere, was seien mir jetzt wichtiger, interessanter, was ich kenne besser. Ich weiß nicht, aber versteht sich, als wir können nicht haben allem. Auf wie viel ich weiß, ist nicht da keine Rekordierung von Peretz, von Mendele, von Anna Margolin. Ja, Sachmenschen, speziell in die früheren Zeiten, haben sich nicht rekordiert. Sehr viele in Mendeles Zeiten, gemacht wie nicht gewinnt die Technologie. Ja, du sagst, dass wir können es allein haben, aber wie hast du erklärt, hast du gesagt, gut bei mir, es zu haben und nehmen und machen für uns. Also für uns ist es jetzt gering zu hören. Wer wird sich unternehmen, die Sachen zu suchen, Internet mit Käufen? Okay, schönen Dank. Hast du gewollt jetzt spielen Manga? Ich meine, dass die Welt kennt Mangarin von den Chumash-Lieder und von den Megillah, Leute Mangarin, aber du hast genutzt etwas an anderen Stil und gefunden ein Poem Mangas, was ich habe nicht gekannt, und es ist gewesen beautiful und sehr schön und danke, und das hast ausgeklebt, das zu spielen auf der Stanzie Kolomai. Ja, das ist eins von meinen beliebsten Lieder. Und ich weiß nicht, ob wir können nehmen, Pfarrer Simon, euer Schreiber hat etwas gelernt, also das ist euch von seinen beliebsten Sachen. Ich bin nicht sicher. Aber es ist da so viel Manga und gerade das hat beschlossen zu rekordieren, zwischen anderen Sachen. Das ist ein Lied, was ist mir sehr gefallen, weil wir wird sehen oder hören, ist das also ein Zusammentreff von die Deures, von die Lebendige und von die Teute. Und es sagt uns als Sache, wegen wie also der moderne Poet, das ist Manger, versteht, als die früher dicke Deures wollten ihm verstanden oder nicht verstanden. Es ist da ein Schure dort, wo der Seide von jener Welt oder die Babbe, ich gedenke nicht, sagt, unser Einikel sagt man ist uwa, a ważne Knacker in Gramen. Ja, es ist also prächtig, ja. Der Übersetzer hat gesagt, he's some kind of big shot poet. Was the shot und Knacker ist sehr gut. Aber ich meine, hat befehlisch nicht geschrieben Poet, weil Seide Babbe wollten nicht verstanden, was ein Poet ist. Sie haben verstanden Gramen. Und sie sagen das mit ein bisschen Bittel, mit ein bisschen Ironie, aber auch mit Stolz, was die ganze Welt kennt sehr einig. Sie verstehen genau, für was oder was die Welt sieht in dem, das ist nicht klar. Aber sie verstehen als etwas, hat aufgetan. Ja, lassen wir sich zuhören zu dem. Auf der Statie Kolomei, zwischen einer ganzen Eide, stehen gehäukert Schuten zwei, mein Babbe und mein Seiden. Sog der Seide schändel die Herst und seine Augen brennen. Unser Einikel kommt zu Gast, ja so wollen wir ihn erkennen. Weil wenn Habe hat sein Weg gewegt, seinen mir schön beide gelegen, hinter die Grusen, unter den Wind, auf jener Seite von die Wegen. Schmeichel die Babbe, in ihrer Hand zittert a Bintel Blumen. Brumm der Seide, beheime, zu Wuss hast du das mitgenommen. Sog die Babbe, ich habe itzig rein, die Blumen Feld abgerissen. Sie sah Morde beheintige Leid, also ja Gasse begrießen. Sie schweigen, sie schreit a Lokomotiv,
zu kommt zu wetter kommen, und in der Babes dare Hand zittert das Bintel Blumen. Das Einige sucht man is so wach, a waschne knackeren Gramen. In seine Gramen zittert und weint den Schummel in sein Mammen. Die Babbe dreht weg den Kopf, mit Ebbes übergenommen. Die Babbe weint, und in ihrer Hand zittert das Bintel Blumen. Ja, sehr schön. Ich verstehe, was ist dir so beliebt, das Lied. Es ist etwas ein bisschen ein anderer Manga, nicht als häusig Manga. Nicht der Let. Ja, nicht der Let. Ja. Sehr schön, eine neue Seite von Mangaren. Ja, wir können auch Übersetzungen. Wir reden, es ist gar wenig von der jüdischen Sprache übersetzt und ich allein als Übersetzerin bin verinteressiert, was für Übersetzungen. Was meinst du, wie viel Werk mehr wenig sind gewähnt schon übergesetzt? Und ich weiß, ich habe gesehen, als etliche hast du allein gemusst übersetzen, ich weiß nicht, zu dem, in der Gewissenheit, in der Vergangenheit. Kannst du ein bisschen reden wegen der Übersetzungen und was getroffen mit sie? Ja, ist du meinst auf dem Kompaktel, wie viel ist schon gewesen übergesetzt? Ich wollte gesagt, dass damit 2/3 sind schon gewesen übergesetzt oder ich habe gekannt gefunden. In etlichen Fällen, ja, habe ich sich gewandt direkt zu den Übersetzern, was, Jiddisch ist eine kleine Welt, und wir kennen sich jemand alle, ja, ist nicht schwer anzuschreiben oder anzuklingen zu Catherine Hellerstein und beten bei ihr der Leibniz für Kadian oder zu Richard Fine oder Leonard Wolf für Manger. Ist dort, wo sie schon gewähnt, habe ich bederich klar genommen, das, was sie schon gewähnt. Ich habe übergesetzt die Prose-Sachen da. Beispiel schreibt man mein Tate, was ist ein Kapitel von einem längeren Roman. Man hat sehr wenig noch von Schreibenden übergesetzt. Und Eliezer Wiesels Rede wegen Babi Yar habe ich übergesetzt. Wir wollen reden wegen dem später. Sie gewähren ein paar Sachen von Dropkin. Wenn John Dropkin hat mir gegeben die Taschme, ist gewähren eine Sache, was ist nicht gewähren in ihr Bücher. Und es ist, wie viel ich weiß, die einzige Sache, was Celia Dropkin hat geschrieben wegen dem Chorben. Sie gewesen abgedruckt, dachte sich noch ihr Teut. Hat es gefunden zwischen ihren Sachen und hat es da reingeschickt in dem Journal Jüdische Kultur. Ich habe das übergesetzt und sie gewesen etwas von Kadian, was ich habe übergesetzt. Aber meistens, weil das eine Sache von den Schreibern sind, die mehr bekannte, hat man schon gekannt gefunden Übersetzungen. Ich kann sich vorstellen, wenn ich wollte genommen, 10 andere wollten nicht gewinnen, so gering zu gewinnen. Und wir haben uns abgeredet, wir wollen spielen auf eine Übersetzung auf Englisch mit uns geklippen von Dropkin, eine Übersetzung. Nein? Nein, oh, nein, no, von Gladstein. nein, Gladstein. Nicht, ja, von Gladstein, Ja. ja. Das war wie flatterlich, like ja, ich habe es euch sehr, sehr lieb. Und ja, sie geht zum Herzen und sie hören Gladsteins Weitig, wenn er lernt das, aber wir wollen es hören auf Englisch. Okay. Gut, ich lasse mir sagen, ein Wort wegen dem, ist eine von den Sachen, was geschieht in diesem Projekt, sie mir hat gezielt, auf dem sie nicht, kommt heraus als ein mehr keuleldig Bild von der jüdischen Literatur, was dann gewinnt die Hauptthemen, was dann gewinnt die Genres und so weiter. Es versteht sich als so eine Sache wegen Chorben und ich habe ausgeklebt das Lied
Koidem kol menach, es ist ein genial Lied, aber es hat zu tun mit dem Mord von die sowjetisch-jüdischen Schreibers, was alle stammen von dem Eulam, wissen wegen dem, als in ein Tag hat Stalin der Harget 25 wichtige jüdische Tours und zwischen sie 5 jüdische Schreibers, wichtige jüdische Schreibers. Und Gladstein hat sich abgerufen auf dem, mit dem Lied. Und wir wollen das hören und Ruben Feins praktische Übersetzung, like Moz. Und ich muss ich mal sein, ich habe lieb, wie ich lehne das Lied. Ist öfter der Fall, habe ich das euch, das ist noch ein Sibbe, was ich gewollt, man soll es spielen. Ja, es ist mir der Gangen gleich zum Herzen. Ich meine, sie geht jeden in meinem Herzen, zum Herzen. Ja, okay, wird man hören Gladstein auf Jiddisch und Shevan auf Englisch. Like moths to the fire, flew Kulbak and Bergelsen and Markish. Compelled, they drove dejected Yiddish letters to the conversion stone. The baptismal sacrifice blazed. Letters cried, "Save us, Raisin, Levik, Apatoshu, Gladstein." The pious letters flew apart, bound on the cool stone, like Kulbak and Bergelsen and Markish, with burnt-out eyes. Wie flatterlich zum Feier sind geflogen Kulbak, Bergelson und Markisch. So mit Gewalt gebracht wenige jüdische Oisies zum Schmattstein. Die Teufakede hat geflackert, die Oisies haben geschrien, Ratte wird uns, Reisen, Levig, Apatoscho, Gladstein. Die fromme Oisies sind sich zu fliegen, gebunden auf dem verloschenen Stein sind geblieben liegen, Kulbak, Bergelson und Markisch mit ausgebrannte Augen. Ja, sie geht durch ein Zitter, hören das. Jedes Mal, wie viel Mal man hört es nicht. Es ist rührendig. Oh, Sheva, was für ein Eulam hast du gehabt in Sinnen für dem Buch und mit den Rekordierungen? Hast du es gesehen als ein pädagogisches Mittel zu größeren Eulam? Ja, ist eine gute Frage. No, auf dem ersten Teil wollte ich gesagt, was für ein Eulam habe ich gesehen? Ja. Die ganze Welt. Hallewei. Ja, dafür habe ich das gemacht auf Englisch. Aber ich muss sagen, als es hat sich Tage und du der fühlst es, weil du bist euch ein Lehrer, es hat sich angehoben wie ein pädagogisches Projekt. Ich weiß nicht, ob ich bin mit Sugel zu tun, etwas, was hat nicht zu tun mit einem pädagogischen Projekt, aber etwas an Eufen. Ist, wenn ich habe zugerät meine Lernbücher und ich habe gemacht zu dem Rekordierungen und ich gedenke, als auf dem ersten Band habe ich gemacht eine Dialekten-Kassette, da musste ich eine Kassette, Taschme, und Agev Meyer hat mir sehr geholfen. Ich gedenke, wir sind gewesen auf der Jiddischwoche und gehabt die lebendige Jiddisch-Redders, was sind noch gewesen, die geborene Jiddisch-Redders. Und ich habe gedacht, das ist gut, aber es ist fort nicht genug. Ist wie so kann man bringen zum Eulam, was lernen sich Jiddisch, was mehr Dogmas von an authentisch Jiddisch löschen. Ist mir eingefallen, Schreibers, ja, es seien da Rekordierungen von Schreibers. Für was soll man nicht nehmen die Rekordierungen und mit dem wird man, wie sagt man, haben etliche Fliegen, ja, in einen Klapp, ja. Man wird hören, das löschen und was kann sein schöner und besser, wie zu hören,
Menschen, was lernen von sehr prächtigen Werk. Und durch dem wird man euch hören gewisse Dialekten. Ist der, lass mal sagen, der Stimul ist gewähnt pädagogischer. Und ich habe gedacht, als wenn man geht zu Englisch, kann man öfter der Nennten, was mehr Menschen zu dem geschriebenen und geräten jiddischen Wort. Und ich meine, als das hilft, ich weiß nicht, wie viele Menschen was haben im Ganzen nicht, bis jetzt haben keinmal nicht getracht wegen der jiddischen Literatur, wollen sich verinteressieren, aber Marshall, dort, Mama, eine Frau, wenn man nicht kennt, ist gewesen von der ersten Koinim und sie hat gesagt, mein Sohn kommt daheim auf Danktag und ich will das haben. Ich will sich teilen mit ihm. Soll er wissen etwas wegen meiner Welt? Ja, was ist mir wichtig? Ich hoffe, als da solche Tates, Mamas, Babas, Sedes, viele jüngere Leute heint, was vernehmen sich, verinteressieren sich mit Jiddisch, was wollen sich teilen mit dem. Als Sachmenschen schreiben mir, wir nutzen es in unserer Laiengruppe und es hilft also, ich kenne ein bisschen Jiddisch, ja. Hilft es zu haben die englische Übersetzung, weil als ich weiß, was es meint auf Englisch und ich höre das, kann ich zurückgehen und das besser abschätzen auf Jiddisch. Der Ziel ist gewesen, es ist nicht nur für Jiddisch verständige Menschen und lass mich sagen. Gut, soll sein so. Amen. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mische Goyim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Chushevel Zioerer, du redest Yankele Bodo von Israel. Das ist das Jiddische Call von Boston. Ich will sein zufrieden, weil wir wird mich ehren. Und ich will sein zufrieden, weil wir wird mir schreiben. Sie hat mich geehrt. Sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Ihr könnt mich treffen. Ich fülle den Adresse. Wir werden nehmen. Und ich will sein zufrieden, weil wir werden sich wiedersehen. Ja, Themes, lass mal reden ein bisschen wegen der Themes, was sie kommen rein da. Zwischen die allerlei Lieder sieht man Gesprächen mit Gott und zu Gott oder wegen Gott von Dichter, was haben gehabt sich schon ein bisschen abgerückt von Gott. Du hast schon geworden Atheisten, aber nicht alle. Kannst du ein bisschen erklären, wegen dem, ich will nur sagen, als Wiesel hat einmal gesagt, als der ist ein Jid, was nicht was glaubt in Gott, sondern der, was teilt zu Gott und was schwarzer mit Gott und was warft zu Gott. Und wie es man redet mit Gott, ja. Ja, ist das, was man hat teines zu Gott, ist das Simen, als Gott ist noch als da. Ja, weil gerät zu der Wand, aber man meint nicht, dass wird sich zuhören, wird man nicht haben kann, teines zu nehmen. Ja, es ist klar, als das ist die Thema von der jiddischen Literatur, wollte ich gesagt, ja. Wie soll, bezieht man sich zu einem Gott, was ist öfter weit, was hat uns öfter schrecklich enttäuscht, was ist öfter mehr nicht da. Wie Gladstein hat gesagt, jüdischer Gott ist schon mehr etwas. Er hat gesagt, ist mehr schon nicht da, aber das ist nicht Punkt, was hat gesagt. Und die alle Schreibers, und es ist anders, meine ich, von dem Dor, was schreibt heint, sind kemat alle aufgewachsen in einer Welt, wo Gott ist gewesen sehr zentral. Und das heißt, in der traditionellen jüdischen Welt, Cheder, Yeshiva und
dennoch rein in Bund, wie Leontina sagt, Biografie. Das heißt, dennoch geworden mehr weltlich, sie in Bund, sie in zionistischer Partei oder ja, wer weiß was. Aber ich meine, sie haben sich alle gerangelt mit Gott, ja, und wie soll berechtigt man ein Leben an Gott und was kommt anstatt Gott zu vernehmen das Ort von Heiligkeit und kann man gewinnen Heiligkeit und Kedusha an Geld und nicht an Geld, an Gott. Ich habe das gespielt bei Zoom von die Officials Jiddisch Gruppe von die Jiddisch Klubben. Und das ist Sutzgewehrs, wer wird bleiben. Und es hat sich entwickelt, eine heiße Diskussion. Sie, Sutzgewehr, hat geglaubt in Gott, sie hat nicht geglaubt in Gott. Weil die letzte Schure, wer wird bleiben? Gott wird bleiben. Ist dir nicht genug? Die Frage ist klar, als Sutzgewehr ist Mistame gewesen an Apikoiris auf etwas an Eufen. Es ist klar, als hat nicht gedavnt, 3-mal am Tag, viele nicht 1-mal am Tag. Hat nicht getragen kein Jammelke, mehr wegen ihm, weiß ich nicht, sie hat auf etwas an Eufen, ob gehit Schabes oder nicht, was meint das? Ist das Pashat Apraster liegen, zu sagen, als Sutzgewehr soll sagen, Gott wird bleiben? Wie wir sehen in dem Lied, redet sehr Sach wegen der Natur, ja, wegen Wolken verzeppet in Bäumen, wegen Fidelreus, das ist sein eigener Symbol von der Natur zusammen mit der Poesie, lass mir sagen. Hat geglaubt in etwas, äußer sich und weiter von sich. In dem bin ich 100% sicher. Ruf es an die Natur, ruf es an die Schönheit von der Natur, ruf es an, hat geglaubt in ein Koyach, was wir können bei ihm nicht beschreiben, aber was man darf nicht davenen zu dem 3-mal am Tag. In etwas äußer sich und höher von dem Menschen hat also ich meine, sicher geglaubt, Gott ist nicht der traditionelle Gott, ist, lass mir hören von ihm. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Bleiben wird ein Wind. Bleiben wird die Blindheit von dem Blinden, was verschwindet. Bleiben wird das Siemen von dem Jam, ein Schnirrschäum. Bleiben wird ein Wolkendl, verzeppet auf ein Bäum. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Bleiben wird ein Traff. Breisch ist die Karois zu großen wieder dem Beschaff. Bleiben wird ein Fiedelreus, der Kovet sich allein. 7 Großen von die Großen werden sie verstehen. Mehr von allen Sternen, Asch von Zoffen, bis Herr, bleiben wir der Stern, was fällt in Sametrer. Ständig wird ein Tropfen Wein, euer Bleiben ist ein Krug. Wer wird bleiben? Gott wird bleiben. Ist das nicht genug? Sehr schön. Euch als eurendig, in zu hören dem Chor. Oi, oi. Ja. Und es ist interessant, seine letzte Frage ist nicht klar. Wir können entweder, ist das nicht genug? Nein, es ist nicht genug. Oder ja, das ist, ja. Hast du begegnet Themes, was man wollte nicht erwarten von jüdischen Schreibern und von der jüdischen Poesie? Haben sie in den Dropkin so in ihre Liebelieder und schreiben, so kannst du etwas reden wegen die Themes? Ja, lass mir reden wegen Celia Drapkin. Und ja, Celia Drapkin versteht sich gewinn eine Freude, was ist rein in der jüdischen Dichtung. Da in Amerika hat sie stammt von Babruysk, Weißrussland. Und sie hat reingebracht als erotischen, sensuellen Element.
Ich habe einmal geschrieben wegen ihr und ein Kritiker hat gesagt, dass in jener Zeiten hat man der Wart von Freuen fromm dicke Lieder. Ja, ist ihre Lieder seien sehr nicht fromm dick, ja, das seien nicht kein Gebeten von fromme Babes zu Gott. Und mit dem hat sie ja sozusagen übergedreht die Erwartungen von dem jüdischen Lehner, ja, von dem, was man wird lehnen, wenn frei schreibt, Poesie. Und sie hat gerät sehr dreist und sehr offen, wegen Liebe, wegen Sensualität. Und sie hat euch gerät wegen, ich weiß nicht, wie sagt das auf Jiddisch, in Englisch, unrequited love, ja, eine Liebe, was wird nicht erfüllt, lass mich sagen. Und man sieht euch in ihre Lieder Razamin ein bisschen Chutzpe und ein bisschen Kass auf einen Geliebten, was sie ist klar, empfängt nicht, also wie sie gewollt, aber sie tut es, wollte ich gesagt, nicht wie ein Mensch, was ist im Ganzen zerbrochen wegen dem, nur wegen Mehle. Ja, ich will schon gefunden, anders. Be that way. Ja, wollte man gesagt, ist, lass mir hören, eins von ihren Liedern. Weiß wie der Schnee. Weiß wie der Schnee auf die Alpen, heich wie eine bargische Luft. Gewürzt wie verzeitige Salben, mir dein Schinkel ruft. Weil du glänzt wie unberichte Schneen, und auf dem Atem die zuhöche Luft. Und es ist modne der Kopf nur am Drehen, die vom frickeren verkischeften Duft. Nur du bist nur ein klein Städtel Bekingel, mit ein bisschen zu ein Genuss. Du bist unten dein Kalle dem Ringel, und auf mir wird zu wachsen sehr groß. Mir hört ja, das Scharfkeit und das ein bisschen Bitterkeit und der Kass. Ja, interessant. Ja, Drosten ist eine herrliche Schreiberin. Sie vernimmt sich mit was es ist schwer, sich zu vernehmen. Und ein anderes Thema hat man geredet, was ist nicht so, wie sagt man, gewöhnlich. Die gnädige Schreiber haben geschrieben, wegen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Und bevor es schreiben, wenn man noch sehr lieb, hat geschrieben, sehr herzig, das Description of, von seinen Taten und seiner Beziehung. Und erst kann man hören, dem Schreiben, das ist den Taten Track 35. Kenn ich wegen meinen Taten, Oliver Schulen, suchen, a Proster-Eid, a Eid von a ganz Jahr, ich weiß nicht. Sein Prostje, dachte ich mir, ist gut nicht gewinnt im Prost. Kinder trachte ich, wer sie soll nicht sein, kommen kämen die Eltern sehr nicht tief, nicht im Ganzen. Zwischen Futter und Sehen, Alpisecho, die nunste zwei Menschen in der Welt, bleibt ewig liegen a verborgene Weitkeit, a Verreulichkeit. Also dachte ich mir, Ausnahmen, seine versteht sich voran. Hab kein Mal, man Taten, nicht gesehen und nicht gehört weinen. Seiten er 2 zu 3 Mal in seinem Leben. Einmal, wenn Schäpsele ist gestorben, beschass man das teute Kerperl dem Kind herausgetrogen von der Stieb in Alleilach. Das zweite Mal war Fejeles teut. Das heißt, das sommerliche Gewehen hat herausgesetzt von dem Taten, erst in ein paar Tage rein, noch ein Kind zu weihen. Beschass ist ein Versteinerter, ein Vergewirter, schon gesessen auf der Erde, in die Öle sagen, Schöwe, noch Fejel. 2 seltene Moor, in die 2 Gewehnen, sind Gewehen selten. Aber solche Jechzereien, in Azad vergehen sich, bis damit bei keinem nicht gehört,
und noch dann euch markieren nicht gehört. Das dritte Mal, wir sollen zusammen mit 1000 Cap, wird man nicht kennen treffen, und nicht wollen dann nur leben, aber was für ein Geschehen ist, auf dem Taten meinen, ein drittmal gesehen und gehört weinen. Und zu wissen, was es gewinnt das dritte Mal, wenn Schreiben hat gehört, dem Taten weinen, ist Tag ein Surprise. Und wir dürfen kaufen das Bücher unserer Zuhörer oder lehnen, was schreibt wegen dem dritten Mal. Und es ist sehr, sehr schön. Gut, ich will nicht sagen, aber ich mag sagen, wegen Schreiben, ist von der Mehrheitsseitige, wie gesagt, hat mir zugeschickt, die Rekordierung. Ist gestorben in 2005. Und von die alle Schreibers auf der Rekordierung ist der einzige, was ist geblieben in Misrach-Europa. Ist geblieben in Bessarabien, Moldova, wo ist geboren geworden. Hat gewohnt in Kishinev. Und ist gewesen bei MSA als Mentor für die jüngeren jüdischen Schreibers. Marshall Boris Sandler und Moshe Lemster, die von Moldova haben sich gelernt bei ihm, lassen wir sagen, die Fach und die Kunst von Schreiben. Hat einen wichtigen Ort in der einseitigen Literatur. Und ich will nur sagen, als das dritte Mal bindet sich ein bisschen mit Mangers Lied auf der Stanzie Colomé. Ja, danke. Und noch ein Thema, was du hast ausgeklebt von einer Schreiberin von Bailey Schechter Gottesman, ist euch nicht das gewesen ein gewöhnliche Thema. Sie schreibt wegen Achavate, mein Chavate Minzie. Mein Chavate Minzie. Wenn ich mir recht durch die Tieren von Ort und von Zeit, stehst du vor mir im Fahrenhebel der Weih, und von unter die Zahmen verlegte Affier, du schmeichelst an ewigen Schmeichel zu mir, meine Chavate Minzie. Gewachsen in einem, aber selbiger Gass, Kinder zerfliegen in Spiel und in Spaß. Kirchen ist voll mit Gelächter und Frei, die gute Welt war ins Offen und Grei. Wer will gerecht sich auf viele Getracht, als nun bei der Schwell ward a finstere Nacht. In Hinsicht stehen Gass, wie a feuriger Strom, wo drin verschlungen in finstern Traum. Meine Chavate Minze, waren Gehände, Transnister verschickt, waren die Ghettos versandt und versteckt. Wer sie entlaufen eben Nester Buhek, du bist gefallen, geschossen in der Weg. Doch der Malchume, geh durch bei dein Haus, Pust wie Achove und Häuset es Haus. Und auf die Treppe sitzt vernuret in Grab, a Schatten, deine Mami, nur du bist nicht da, meine Chavate Minze. Ja, es ist öfter, wird der Eulam sein Verchillisch zu hören als Freundschaft zwischen Mädlach ist nicht das gewöhnliche Thema, aber mir gefällt sehr wenig wegen dem, derweil in der jüdischen Literatur. Öfter, wenn wir wollen haben, wenn wir wollen sich bekennen mit noch jüdischen Schreiberinnen, wird man mehr und mehr gefunden die Themen. Aber derweil, trotzdem, was ist ein prächtiges Lied und
ja, es ist also rührendig und treurig und auf der Chorben-Thematik. Es steht wie eine Seltenheit in der jüdischen Literatur. Ja, was hat es ein bisschen zugesungen, ist auch sehr schön. Und was für ein Scheiches siehst du in die Werte von den Schreiber zu der heutigen Zeit? Gut. Es versteht sich als gute Literatur redt für alle Zeiten und für alle Menschen, aber jetzt, in dem jetzigen Moment zum Bedeuern, wenn wir haben zu tun mit einer schrecklichen Milchome, meine ich, als Eliezer Wiesel rät zu uns, aber darf nicht wegen dem Chorben. Das, was wir wollen hören, heißt Babi Yar, und wie alle wissen, haben die Russen bombardiert Babi Yar. Sie haben bekieven das getan, sie nicht, wer weiß. Und Wiesel allein, als Sachmenschen, wenn ich rede wegen der Rekordierungen, steuern sich was. Wiesel hat geschrieben auf Jiddisch, weil wir kennen ihn alle auf Englisch, oder wir wissen, hat geschrieben auf Französisch und ist übergesetzt geworden auf Englisch. Aber hat faktisch angehäuben auf Jiddisch. Und sein Buch Neid, was ist also bekannt, hat er zuerst angeschrieben auf Jiddisch und herausgegeben, es ist auch länger, es heißt Und die Welt hat geschwiegen. Und ist ein ganzes Leben geblieben, non zu Jiddisch, hat sich gedruckt in Publikationen in Israel, in Frankreich, Argentinien, New York und viele. Zum Soffen Leben ist gewesen auf der Red Kollege Editorial Board von dem Allgemeinen Journal da in New York. Das ist etwas, was ich habe gefunden in Yivo. Es ist von den 60er Jahren, nachdem wie ist zurückgekommen von einer sehr in Mizrach-Europa, und hat versucht, Babi Yar, was ist damals nicht gewesen, sehr bekannt, und ich meine, es ist auch viele nicht gewesen, kein Denkmal. Damals, wenn hat gerät, Heint, weil Heint weiß ich nicht, was geblieben. Aber wenn ich bin gewesen dort in 97, ist schon gewesen etwas, ein Denkmal. Ja, und zum Bedeuern ist das wieder geworden sehr aktuell, zu lieb der Milchome und die schrecklichen Geschehnisse herum, Babi Yar spezifisch. Ihr werdet hören, seine Rede, wird hier hören ein Stück Musik. Und ich will sagen, was heißt Babi Yar? Es ist Musik geschrieben zu Shikadrizes Lied Babi Yar. Und jeder Schreiber wird begleitet von früher, von etwas am musikalischen Motiv, was genommen oder von seine oder ihre Schriften oder etwas, was hat zu tun mit ihm oder ihr. Wie ein Schreiber ist. Da haben wir Tage Shikadrizes und Rivke Bojarskes Musik zu Babi Yar. Mit der Jahr zurück, wenn ich gewesen in Babi Yar. Sagt sich also Babi Yar, sagt sich also ein Jahr zurück, und sagt sich also genau. Ich weiß nicht, es ist gewesen ein Jahr, öfter ist es gewesen mehr. Ich weiß nicht, ich bin gewähnt, Tage in Babi Yar, und ich weiß nicht, ich bin beklaut von dort weg. Maiko Maschmelon Babi Yar, ich weiß nicht. Babi Yar ist öfter ein Poeme, niedersungen, oder gar ein Kaddisch niedersagt und niederhört. Babi Yar ist ein Massenkäfer, wo wer weiß, wo existiert,
Efter sie bichlal nicht in Kiew und nicht auf der Welt bichlal. Babi Yar ist ein Cholem. Nicht unsere, der Welt. Babi Yar ist der Cholem von der Menschheit, ein Scheuder Cholem. Und wer weiß, wenn wird sich verändigen und wie sei. Ich bin gewesen sehr jung, noch kein Kind. Wenn ich hab zum ersten Mal gehört, wegen mehrere Sachen, was kommen vor, irgendwo in Ukraine. Wie sei, Krevim, was haben gedient in einer halben militärischen Armee von Ungarn, sind verschickt geworden kein Ukraine und zurückkommen in 42 und 43 sind sie gewesen voll mit Meises. Zum Beispiel, einer hat erzählt, als wenn hat gegroben in der Erde, hat Blut gesprotzt bis in den Himmel. Nur geh gleich, als Blut kann sprotzen bis in den Himmel. Wiesel lehnt noch go weiter, aber es ist zu lang und das ist der Anheb von, was hat zu sagen wegen seiner Zeit in Russland, wenn in Ukraine, wenn hat gewollt sehen, Babi Yar, hat gesagt, was ist dort zu sehen? Okay. Wie soll man die goldene Pave kaufen? Wie findet man es? Der erste einfach ist, man kann es bekommen bei mir und das ist, schickt mir ein Blitzbrief. Mein Blitzadresse ist sczucker, SCZUCKER @AOL.com. Es kostet $25 und mit dem kann man bekommen oder die Kompaktlach oder einen digitalen Upload, ein Digital Download oder beide, ob man will. Ihr darf mich nur lassen wissen, was ihr wollt. Ob ihr befindet sich in Ausland und ihr wollt ausmeiden die absurde Postkosten, ist es zum Bekommen von Amazon. Ich hoffe, dass Amerikaner wollen das nicht kaufen bei Amazon, aber andere, ja, ist Kedais. Ich weiß, es ist auf Amazon UK und die verschiedenen Amazons kann man das euch bekommen. Ja, ich hoffe, dass ich auch hören von gewissen Lehners und ein Dank für helfen, versprechen das Wort. Ein Dank für Schaffen ist ein Zusammenstellen, was wir haben, von was zu lernen, von was zu lernen. Ein schönen Dank. Ein schönen Dank euch beide, was ihr hat uns alle zusammengebracht und gemacht im Programm. Ein gutes Jahr und seid mir gesund. Seid gesund. Okay, Dank. Ihr habt noch was gehört, ein Interview mit Sheva Zucker wegen Die Goldene Pave, das Kohl von dem jüdischen Schreiber. Ihr könnt Tagessache wissen wegen Sheva Zucker und wegen dem Album und alles Ding, was sie hat herausgegeben, was ist das Sache, bei ihrer Webseite shevazucker.com, SHEVAZUCKER.com. Ich bedanke sehr Sheva Zucker und euch, unsere Freundinnen und ständige Mitanführer vom Programm Lea Sporer-Levitt. Wir endigen mit ein bisschen Musik, das Lied Babi Yar in der Ausführung von Sidor Belarski. Text Schicke Dries und Musik Riva Bojarski. Eine gute Nacht und ein Dank für den Herrn. Wollt ich aufgehangen das Wiegel auf Balken und gehäudet mein Ingerle, meine Janko, ist die
flamme fire. Wo will ich heute mein Ingele, mein Teil? Wollt ich aufgehangen das Wiegel auf a Beimel gehäudet mein Ingele, mein Schleumel ist mir nicht geblieben kein Fodem von kein Zier ist mir nicht geblieben kein Bändel von kein Schier. Wollt ich abgescheuren die Zeppe meine, die lange, und aber sei das Wiegel läuft gehangen, weiß ich nicht, wo sind die Bändel Chatzinder, die Bändel, die Teire von beiden meine Kinder. Helft mir, Mames, helft mir rausklogen meine Nigen. Helft mir, Mames, helft mir dem Babiar verwiegen. Wenn brecht durch die Tieren von Ort und von Zeit, stehst du vor mir in vernäppelter Wahrheit. Und von unter die Zahmen verlegter Vier, du schmeichelst dem ewigen Schmeichel zu mir, mein Chaverte Minzie. Gewachsen in einem auf derselbiger Gass,
Kinder zu fliegen in Spiel und in Spaß, Gäschen es vor mit Gelächter und Fried, die gore Welt war uns offen und grät. Nu wer wollt gericht sich a viele getracht, als nuend bei der Schwell war der finstere Nacht. Und unser Steengas wie ein feichiger Strom wird wären verschlungen in finsteren Turm. Mein Chaverde Minzie. Wer in Gehennem Transnister verschickt, wer in die Ghettos verzammt und verstickt, wer sie sein Laufen über Nester wohet, die bist gefallen, erschossen in Weg. Noch dem Chumme, ich geh durch dein Haus, pust wie a Chove und heul seht es aus. Und auf die Treppe sitzt vernuret und grau, a Schatten, dein Mame, nur du bist nicht da. Mein Chavete Minzie. Mein Chavete Minzie. Mein Chavete